Achtung, es kommt ein Warngeräusch. So, das Warngeräusch ist nicht für irgendwelche Kinder, die hier zuhören, sondern für Leute, die sich für den Film Barbarian interessieren. Wenn ihr nur interessiert seid und diesen Film noch nicht gesehen habt und ihn sehen wollt, dann hört euch diese Folge nicht an, weil wir werden Vollgas spoilern. Aber sowas von. Es geht nicht anders. Der Mike hat in diversen Folgen, die ihr vielleicht schon gehört habt, angekündigt, der Film funktioniert nicht, wenn man was drüber weiß. Deswegen hier nochmal ein Warngeräusch vom Kani. Und ich darf euch auch bitten oder darf euch raten, nicht einmal einen Trailer anschauen. Sogar der Trailer ist schutzfrei. Ja, nix. Also geht's total blind in den Film rein. Normal, also es nutzt jetzt die Zeit, es schaltet jetzt halt ab, geht's schnell auf Steady, macht's ein Abo und schaut euch dann Barbarian an und dann schalt's unsere Folge wieder ein und hört euch unseren Film dazu an, oder? Genau. Ei. Und ich schalte noch schnell meine Heizung aus, sonst hört man die wieder. Okay. Also nicht, dass du dich freust. Ja, damit darf ich dann auch sagen, herzlich willkommen, oder? Ja, Herzlich willkommen, genau, richtig. Schön. Servus und Habitäre. So, jetzt können wir nämlich loslegen. Wir haben euch gewarnt, wer jetzt noch dran bleibt, der verdirbt sich den Film selber. Ist aber nicht unser Scheißproblem, wenn ihr es nicht kapiert. Aber ja, das habt ihr uns alle schon gehört. Corby hat eine schöne Warnung eingesprochen, Mike hat seine Heizung ausgeschalten und ich hab die Endwarnung gegeben. Grüßt euch. Du darfst ja keine Endwarnung geben. Nein, nicht, keine Entwarnung, sondern die Endwarnung. Ach so, aha, okay, na gut. Ja, endlich reden wir über Barbarian. Es freut mich, dass ich hier mit euch, also Kani und Mike, zusammen drüber reden darf. Unser Wirtsau. Nachdem der Mike jetzt eine Viertelstunde braucht, bis er das Mikro steckt. Wahnsinn. Das ist das Leid, wenn du mal an 40er zu dir geht, da verlernt alles am Computer. Wenn ihr es nicht schon voraus aus nichts Kinder habt, verlernt es dann automatisch. Ja, Mike ist wirklich das lebende Beispiel dafür. Ja. Er tut sich eine Sachen regeln, bevor es 40 wird, weil danach habt ihr keine Chance mehr. Da ich auch sagen, ja. Das war Ja, jetzt schon. Mike, kannst du dich denn dann darüber erinnern, um was es in Barbarian geht? Gerade noch, so Kassettensachen, die kann ich mir immer merken. Dann verzeih. Das unnütze Wissen, das behält man sich immer, gell? Ja, richtig. Und zwar, die junge Tess hat ein Vorstellungsgespräch in Detroit und möchte ihr Apartment beziehen, bevor sie dieses Vorstellungsgespräch hat, in einem sehr, abgefuckten Stadtteil. Wie es rausstellt, ist dieses Apartment schon vom Keith bezogen. Dieses Apartment ist quasi doppelt verbucht, wo es der Tess sehr, sehr spanisch vorkommt. Das anfängliche Misstrauen dem Keith gegenüber, ja, sagen wir es so, der Keith wird im Laufe des Films ihr wenigstes Problem, weil es ist nämlich unter diesem Apartment oder dieses Stadt- oder Vorstadtviertel ist unterkellert und da wartet ganz, ganz was Grobs. Was Grobs, ja. Genau, das ist jetzt die Grundprämisse, sage ich jetzt einmal. Ganz Und zwar, Grobs. ja, Teufel. und die Story von dem Ganzen, oder die Story von dem Film ist ja aufgegliedert quasi in drei Segmente im Endeffekt, oder? Ja. Sag ich das richtig? Ja, das hast du richtig gesehen. Und im zweiten Segment haben wir es so, dass der Justin Long, der AJ, ist es so, was ist der Hollywood-Schauspieler, meine ich, gell? Ja, richtig schmieriger. Genau, ein richtig schmieriger Hund. Und der ist recht übergriffig, wie es heißt, gell? Und soll quasi aus seiner Serie rausgekickt werden oder aus einem Film. Jetzt kann ich das überhaupt nicht mehr sagen. Serie, ja. Serie was. Sie haben eine erfolgreiche Pilotfolge gemacht. Genau. Und er freut sich nur, ja, endlich geht's los. Hier, ich werde der berühmte, ja, Hollywood, ist es dann Hollywood? Wahrscheinlich, keine Ahnung. Hollywood-Schauspieler in der Serie. Und auf einmal hörst du, hey, wir haben gerade mit der Hauptdarstellerin telefoniert. Die hat gemeint, du bist ein kleiner Vergewaltiger, du fliegst raus. Genau. Und der AJ hat dann quasi nichts Besseres zum Tor, dass er sie in das Haus zurückzieht, das ihm gehört, das zufälligerweise gerade dieses doppelt verbuchte Apartment in Detroit ist. Und auch der AJ muss Bekanntschaft machen mit diesem groben Etwas im Kellergewölbe. Das er erst gemeint hat, dass es ein bisschen wertsteigernd hat. Das ist das grobe Etwas. Ja, voll. Ja, schön ist das nicht. Nein, schön ist das nicht. Das ist nicht schön. Viel Teufel. Aber was sagt's, war das euer Film?
Ja, ich bin bei dem nämlich auch blind eingegangen. Ja. Ich habe viel darüber schon gelesen gehabt und habe halt auch oft gehört, dass man den auf der Leinwand sehen sollte, aber leider hat es ja bei uns nicht für eine Kinoauswertung gereicht. Drum leider nur über den Fernseher auf Disney Plus. Aber trotzdem war ich unglaublich überfahren und positiv überrascht von dem Film, weil, ja, wie wir schon gesagt haben, wenn man von ihm gar nichts weiß, dann, ich habe ja bis jetzt noch keinen Trailer gesehen, ich weiß nicht, was die verraten, aber wenn man gar nichts weiß, dann ist es echt, dass die ganze Dose ist und denkst du, geil, hey, schon wieder Absolut. geil, hey, wann hört dann auf zum geil sein, war schon wieder geil. Aber der Corby, meine ich, ist nicht ganz so überzeugt, oder? Laut seiner Letterboxd-Bewertung. Ach Gott, leid, Letterbox. Was ist das schon? Okay, das ist ja die Bildzeitung der Filmbewertungen, da kannst du nicht drauf gehen. Na, es ist tatsächlich so, dadurch, dass ihr beide dann so extrem davor geschwärmt habt, sind meine Erwartungen... Du unterstellst uns quasi, dass wir 2 versprochen haben. Genau, ihr habt so davor Wahnsinn. geschwärmt, ihr habt gedacht, Alter, der Film des Jahrtausends. Und Ja, das Jahr, das sind wir auf alle Fälle. Dann war es natürlich bei den überraschenden Passagen überraschend, aber ich bin am Ende dann schon ein bisschen da gesessen und hab mir gedacht, okay, war cool, also das auf jeden Fall, es ist ein sehenswerter und guter Film, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, dass der Kani und der Mike hier mir den Film des Jahrhunderts angepriesen haben. Habe ich nie vorgehabt. Und ich muss ehrlich gestehen, ich habe ja für unsere Top 10 Letterbox-Folge ein paar Trailer geschnitten und auch den Trailer für Barbarian. Ich habe ihn mir nicht ganz angeschaut, also bloß bis zur Hälfte, aber ich habe zumindest die Szene gesehen, wo sie im Keller ist und diese Tür findet. Kann er das schon eventuell Schutzfall sein? Eventuell, richtig. Und sagen wir mal, du hast Andeutungen gemacht, dass ja der Bill Skarsgård, oder? Skarsgård, ja. Stirbt. Daher habe ich schon gewusst, okay, er kann gar nicht der Böse sein und ja. Das ist aber super gemacht, finde ich, mit dem Bild. Also diese ganze Intro-Szene, die ist so unangenehm und die ganze Zeit denkst du, lecke und geh doch da jetzt nicht rein und das ist doch der ist doch vollkommen suspekt und so also pseudo-freundlich wie er ist, das passt doch alles nicht. Das ist dann also so strange, wenn er da unten im Keller ist und selber dann nochmal nachschaut, weil sie war ja jetzt erst unten und dann schickt sie ihm hinterher oder er möchte unbedingt dann nochmal runter. Und ja, ist er ja ewig weg. Ja. Und dann schreit er die ganze Zeit nach Hilfe, gell? Und du misstraust dem wirklich auch in dieser Szene noch. Also ich war in der Szene immer noch am Misstrauen, habe mir gedacht, jetzt zirkt das da eine, der Hund. Da ist er doch der Bese. Ja, bis kurz vor seinem Tod habe ich das gedacht. Ja, richtig. Ja. Ich muss ja sagen, mich hat er eigentlich schon am Anfang schon viel eher gehabt, wo der Film angegangen ist quasi und sie kommt an das Apartment hin und die sind quasi in einer riesig langen Straße, die meinetwegen 1 Kilometer lang ist. Die einzige Beleuchtung ist quasi an dem Haus. Und dann sagt man, sie steht in dem Ring und dann schaut sie so nach links und nach rechts und alles ist stockfinster. Und da habe ich mir schon gedacht, wo leg ich da mal scheißen? Dann geht's da schon mal los, wenn überall die Straßenlaternen im Arsch sind. Später sagt man dann den Straßenzug bei Tag, ja, es wird trotzdem nicht besser. Also diese Siedlung da, die Barbary Street ist richtig im Arsch. Ja. Vollgas. Aber diese Inszenierung am Anfang da mit diesem, dass quasi die ganze Straße im Schatten liegt und nur sie im Licht steht, das war schon sehr, sehr beunruhigend. Ja. Hat er mich da schon gehabt. Ich finde es ja cool, wenn sie mit dem Skarsgård, mit dem Keith dann auf der Couch sitzt und redet so und dann sagt sie so, ja, das war alles voll gruselig so und dann sagt so, wieso, sehe ich aus wie ein Monster? Da steht der Hinweis auf, steht die Anspielung, glaube ich, auf die Pennywise der Darstellung. Ja, das stimmt. Ja, und er ist wirklich so nett. Er ist so nett und so mega, dass wenn sie jetzt sagen, dass du weißt jetzt, dass das jetzt eine romantische Komödie ist, sagst du, die kommen am Schluss zusammen. Da passiert jetzt noch was und am Schluss kommen sie zusammen, so nett ist der. Aber du weißt, du bist in so einem abgefuckten Horrorfilm und entweder ist er der Abgefuckte oder sie werden von was anderem abgefuckt. Genau. Ja, wollen wir mal über das Grobe, das im Kellerhaus reden? Können wir gerne da. Nein, okay. Ich traue mich nicht, das war gruselig. Es war auf alle Fälle effektiver wie diese Kreatur am Schluss von Smile, muss ich sagen. Weil diese hat mich fast ein wenig aufgeregt, aber diese Mutter, ich nenne sie jetzt Mutter, die da unten im Keller haust, die hat's wirklich in sich. Also das ist Mom richtig wohnt unten im Keller. Grobes Teil. Also der Film gibt ja quasi dann Preis, dass man im Keller eine versteckte Tür hat. Wenn man da reingeht, gut, auf die ersten Seiten links sieht man schon mal so eine Art Folterraum, wie als Hostel oder sowas, wo man schon meint, okay, der Film führt jetzt wieder so in die Richtung, okay, haben wir jetzt da wieder in so einem Folterring oder so, keine Ahnung, wie es weitergeht. Und dabei ist aber dann die Treppe
ganz weit, die nach unten führt, in dieses besagte Kellerlabyrinth. Und das, Leute, ist wirklich extrem beunruhigend, vor allem auch für Leute, die Klaustrophobie haben oder Leute, die auch mit der Descent schon Probleme gehabt haben. Also es ist wirklich klaustrophobisch und extrem gruselig, volle Kanne. Aber aufgeräumt ist er. Das muss man schon sagen. Es ist ein aufgeräumter Keller. Ja. Da kenne ich ganz andere. Schaut mein Wohnzimmer schlimmer aus. Und, weil du vorhin über den Folterraum geredet hast, das fand ich irgendwie so lustig, als der AJ dann in dem Haus ankommt und dann auch irgendwann mal in den Keller geht und dann auch diesen Raum entdeckt und sie dann erstmal denkt, ja, geil, Jackpot, hier ist ja noch viel mehr Fläche. Da geht ja der Wert vom Haus gleich noch viel höher und ignoriert das einfach, was in dem Raum drin ist. Die Kamera, das Blut an die Wände, mein Gott, die Matratzen, die schon ausschaut, als hätte es 50 Generationen hinter sich. Nein, er misst da schon mal fröhlich umeinander. Er braucht so warum er das so tut, weil wir haben ja gesagt, haben wir das schon gesagt, dass er seine Anwesen verkaufen soll, weil wahrscheinlich viel Geld zum Zahlen wird durch die Verhandlungen. Nein, ich habe nur gesagt, dass er quasi schauen möchte, dass er rauskommt, dass er den Kontinent verlässt. Und er kommt dann eben in die Bude rein und wie es der Kobi dann schon sagt, sagt er, dass der Keller ist und das Erste, was er tut, ist ein Moosbandel hin und ausmessen, wie viel Zusatzfläche das er hat, der Volldepp. Und googelt dann, ob man einen Keller auf den Hauswert anrechnen kann. Und dann findet er die zweite Tür, wo erst bei der Treppe ewig weit runter geht und er misst weiter. Es ist einfach geil. Die gruselige Scheißtreppen oben ins Dunkel und er, Moosbandlei, hängt, wow, das sind schon 3 Meter. Sehr toll. Aber da hat's mir wieder ordentlich die Eier rasiert, wenn der Bill Skarsgård unten ist und Tess findet ihn dann und dann heißt, wir müssen in die Richtung, nein, da geht er nicht hin und wir müssen da aus. Und auf einmal kommt hinten, siehst du diesen dunklen Gang und dann siehst du dieses große, langhaxerte, weiße Wesen da schon so viel aus dem Schatten. Das sind so Szenen, da beidelt's mich von bis unten, beidelt's mich ab, wie Teufel. Vollgas. Ja. Und auf einmal geht's, und wie so der abgeht, wie es dann packt und schluckt seinem Shell die ganze geht, man denkt, okay, jetzt mag er auf einmal ein bisschen wild sein, der Teufel. Ja, weil das Viech ja so unglaublich brachial ist, also von der Kraft her und so. Ist Hat schon einer von euch Days Gone gespielt auf der Playstation? Noch nicht, ne? Na. Da gibt's ja also so Zombie-ähnliche Viecher, die schauen ähnlich aus und ich glaube, dass die weiblichen fast 1:1 so ausschauen wie sie. Viel Teufel. Auch mit so das Möpse so abhängen. Wie bei Mike. Gut, sie war ja dann nackt. Die bei Days Gone sind, glaube ich, gar nicht nackt. Ja, okay. Spiel ist er nicht. Das ist ein Schmarrn. Das ist doch kein Patch. Wenn keine Hängetitten bist du die Knie übersägt, mag ich nicht spielen. Ja, wahrscheinlich gibt's deswegen keinen zweiten Teil. Das kann gut sein, ja. Deswegen Hängetitten bist du die Knie mehr. Die Mutter wird ja vor dem Mo gespielt, gell? Ja, das ist Wahnsinn. Der Matthew Patrick Davis heißt der Typ, gell? Ja, also ganz stark. Ich fand auch sehr stark, dass diese Möpse dann auch mit zum Einsatz kommen. Der arme Justin Long. In so einer richtig krass überzogener Szene, in der sie den eben Justin Long und AJ stillt. Ja. Und das war so drüber. Also das war wirklich bis jetzt ein total geehrter Film. Also wo ich sage, okay, wir haben jetzt an übernatürliche Sachen, es muss ja noch nichts Übernatürliches gewesen sein. Aber jetzt auf einmal dreht er total ab und die Tussi, die druckt ihn da voll an dem Busen hin und lässt da rumnuckeln. Ja gut, er hat auch die Chance gehabt, dass er dieses Nuckelflaschel nimmt, der Vollidiot. Genau, er wollte einfach nicht. Also man muss dazu sagen, der Mike hat es richtig gesagt, also die Mutter, sie ist ja als The Mother betitelt. Genau. Und die entsteht durch diverse Inzestereien. Da können wir danach noch mal kurz drauf eingehen. Aber die holt sich halt da unten die Leute praktisch als eher Kinder. Und die Tests, auf die trifft er dann, weil die ist dann da ein bisschen eingesperrt. Und nicht tot, wie man vielleicht vermuten hätte können bei dem Übergang. Und sagt zum AJ, trink einfach. Und dann kapierst du es nicht, sie möchte, dass du ihr Kind bist, ja. Und er trinkt ja nicht und dann gibt's halt mal ein bisschen eine Zwangsfütterung. Ja. Köstliche. Heftig. Das Flascherl ist auch gut, wo die Horn dran hängen. Um Himmels Willen. Aber ich hab so viel Armes. Der arme Justin Long, der kriegt's immer so dermaßen besorgt. Also wenn du weißt, das ist ein horrorlastiger Film und der Justin Long spielt mit, dann weißt du, der wird jetzt ordentlich besorgt kriegen. Ist das jetzt Jeepers Creepers, Tusk, jetzt Barbarian oder eben Drag Me to Hell, wo es aber sagen wir mal nur rein psychisch am Ende nur besorgt kriegt, wenn er zuschauen muss, was seiner Geliebten passiert. Genau, weil er selber kommt ja davor, gell? Genau, aber das allein zum Anschauen ist, glaube ich, auch nicht schön. Ja, aber ich fand den Move schon mal super, ich nenne es immer gerne den Psycho-Move,
weil ja dem Ende vom ersten Segment ist ja quasi so, dass man jetzt nicht weiß, wo es jetzt im Endeffekt genau los ist und wie er jetzt die ganze Kacke überlebt. Und dann führen sie ja die zwei Handlungsstränge im Endeffekt zusammen. Und dann eben wird diese Tess eben in der zweiten Hälfte wieder einbaut bei dieser Stillszene, da ja sie schon länger eingespielt ist und so. Fand ich super. Also, dass man sie dann wieder sieht und dass sie dann quasi auch schon Erfahrung gemacht hat mit dem Viech und weiß im Endeffekt, wie sie es haben mag, dass er einfach da trinkt. Und hätte mir den guten Tipp nur gegeben, aber wie gesagt, der ist ja bildungsresistent. Ja, der wollte er nicht. Typisch Vergewaltiger, die lernen es nicht. Richtig, das hat er auch nur zugegeben, dass er das getan hat. Wobei er hat es ja nicht als Vergewaltigung betitelt, sondern du weißt schon, sie hat diesen Blick gehabt. Ja, Anfang hat sie Nein gesagt, aber danach haben wir schon rumgefummelt und ich habe sie überreden können. Nach ein bisschen Überzeugungsarbeit wollte sie schon. Wer kennt's nicht? Ja, das Lustige ist ja, dass in der Szene, das erzählt er ja seinem Kumpel, den er da trifft in Detroit. Und das ist auch der Regisseur, der Zach Cregger. Ah, das ist der, das habe ich gar nicht gewusst schon, ja? Ja, genau. Das habe ich gar nicht gewusst. Kennt man eigentlich von dem Regisseur sonst noch was? Ich hätte ein bisschen geschaut, aber ich habe jetzt nicht wirklich irgendwas gefunden. Also langfilmmäßig, ich meine, ist das jetzt sein Debüt? Ah, okay. Er hat aber jetzt schon wieder irgendwas Neues in der Pipeline, was ich gesehen habe, aber ich kann jetzt keinen Titel sagen. Ich habe nur gesehen, dass eben auf den Erfolg hin, weil der Film hat ja auf 4 Millionen Produktionskosten 45 Millionen eingespielt, also das war schon ein wenig so ein Hit, allein in Amerika. Und wie gesagt, der darf gleich schon wieder das nächste machen. Ja, bitte, also es ist nicht sein Debüt. Es ist nicht sein Debüt. Er hat 2009 den Film Miss March gemacht und 2011 The Civil War on Drugs. Also entweder ein Drogenbefürworter oder nicht. Ja, danke, Corby, das hast du mich wieder da rausgeholt. Am Schluss hast du wieder, der erzählt nur Scheiße. Ja, das wissen sie ja schon mittlerweile. Ja, ein bisschen. Du, ich bin dir einfach dankbar, dass du den Namen ausgesprochen hast und wir uns nicht wieder blamiert haben. Wenn ich dann gesagt hätte, der Zachgregor. Ja, Gregor. Gregor. Also Ralph Fiennes war schon eins der Glanzleistungen. Das war schon mega. Der Zach Gregor, Cousin von Ralph Fiennes. Super schön. Anderes Ding, Mike, wir haben ja da noch einen Obdachlosen, einen Penner, wie man im Fachkreisen sagt. Penner, bitte. Penner, genau. Der immer sagt, man muss nicht alles haben, sagte der Penner, heißt es ja, gell? Ja. An James Butler, hast du ein Kind? Ja, alter Bekannter aus Sittenbach. Genau, das war Beyond the Limits war das, gell? Auf alle Fälle Chain Reaction weiß ich und Darty weiß Beyond the Limits bin ich mir jetzt nicht sicher. Chain Reaction ist der Typ, der da am Kopf den Stacheldraht tätowiert hat und so, genau, oder? Genau. Beyond the Limits bin ich mir jetzt nicht sicher, ob er da mitgespielt hat. Ich meine, bei der Dinner-Szene, da war er dabei, also im ersten Segment hätte ich gemeint, war er dabei gewesen. Das ist ja, gut möglich, stimmt, ja. Ich habe den auch gleich mit dem Olaf Wittenbach in Verbindung gebracht. Ah, schön, wenn man da so alte Leute wieder trifft, gell? Voll. Auch wenn es ihm vollkommen wurscht ist, dass wir das jetzt sagen. Und total. Apropos alte Leute, wir haben ja nur gar nicht über einen Richard Brake gesprochen. Oh, große Liebe für Richard Brake. Oh ja, oder ganz viel Liebe für den Kerl. Und das ist dann auch die Überleitung, was ich vorher gesagt habe, da kommen wir später noch drauf. Ja, das ist nämlich unser drittes Segment. Machen wir dann mal einen Zeitsprung nach hinten, in der diese Gegend noch am Florieren ist und es ist schön und es ist so die perfekte amerikanische idyllische Nachbarschaft, wie man es oft sagt, so Pleasant Valley mäßig, oder wie heißt's? Pleasantville. Pleasantville, ja. Sowas, ja, okay. Und dann fährt der Richard Brake zum Einkaufen und was braucht er? Wasserdichte Folie und Babysachen und denkst du, schau her, kauft ein bisschen für sein Papay. Und dann stellt sich aber raus, dass der Herr gern in seiner Freizeit Frauen entführt. Mhm. Ja, jeder hat andere Hobbys. Ja, ne? Jeder tut was anderes. Man muss aber dazu sagen, man sieht das dann so recht schön, weil er quasi ja was ist er von Beruf? Er ist ein Gaswasser-Scheiße-Mann, oder? Ich weiß nicht, ob er das wirklich ist oder ob er sich das nur anzieht, um Zugang zum Haus zu kriegen. Das weiß ich weil es wirklich krass ist, die Leute an der Haustür und die Frau lässt ihn rein und und kommt nur rein und lässt er dann auch allein im Haus quasi rumgehen, wo er quasi schon die Fenster präpariert und die Verriegelung aufmacht, wo man genau weiß, okay, der kommt wahrscheinlich in der Nacht wieder, weil er weiß, wo er reinkommt, wo man sagt, okay, in der Zeit war das anscheinend in Amerika nicht so dramatisch mit Misstrauen oder was. Und das hat der quasi ausgenutzt und hat sich da seine Mädels gehalten im Keller. Und diese Mutter ist halt eben quasi das Ergebnis von generationsübergreifender Inzucht. Freunde. Richtig. Ja. Weil unser AJ kommt dann auch aus den stillenden Fängen der Mutter raus und findet dann einen weiteren Raum in dem Keller
Also unglaublich, du hast einen Keller im Keller mit einem weiteren Geheimraum im Keller. Das ist so richtige Kellerception. Und da liegt da eben dann drin der Richard Brake und er denkt sich, no, wieder mal, ihr helft da, keine Probleme, machen wir schon. Und dann sagt er da so einen Schrank mit lauter Kassetten und da stehen lauter Frauennamen drauf und dann sagt man halt, dass das Videos waren, die in dem vorher besagten Raum draht worden sind mit der schissenen Matratzen und dem ganzen Zeug. Ja, nicht schön, was der da gemacht hat. Nein. Nicht schön, was er da gemacht hat. Und ja, er hat sich eben mit denen vergnügt und dann mit den Kindern vergnügt und mit den Kindeskinder vergnügt und dann entsteht halt eben eine von Matthew Patrick Davis gespielte Mutter. Genau. Die, was aber eigentlich nur gut meint. Muss man ja lassen. Sie war wirklich eigentlich, hat es nicht best gemeint. Gar nicht. Sie wollte eigentlich immer nur beschützen. Wisst ihr nur, wie lang dieser Zeitsprung her war? Nein. Ist, glaube ich, auch nicht dabei gestanden, oder? Ach so, ja, kann's sein. Wahrscheinlich muss man irgendwie mutmaßen. Ja, ich tippe jetzt einfach mal auf 40, 50 Jahre. Ja, weil ist ja schon interessant, wenn man halt dann sich überlegt, okay, wie viele Frauen hat der da entführt? Weil sagen wir mal, das waren ja bestimmt 30 oder 40 Kassetten oder so. Ja, das sind einige, der war fleißig. Mhm. Genau, und wenn es dann auch noch generationsübergreifend ist, dann war leck. Weil die gehen ja einmal an so Käfigen vorbei. Mhm. Und das sind ja keine normal großen Käfige, sondern so Käfige für Hunde. Möchte ich gar nicht wissen, was da in der Zeit alles passiert ist. Ja. Na, aber ich darf mir einen Film anschauen, der die Vorgeschichte bearbeitet. Ja. The Road to Barbarian. Ja, jedenfalls, diese Mutter hat's ganz schön in sich, weil der Kampf, der dann da entsteht zwischen AJ, der Tess und der Mutter, zeigt davon, dass dieses generationsübergreifende Inzuchtgedöns ziemlich viel aushält. Ja, das ist auf alle Fälle gut für den Bizeps, hat man gesehen. Ja, die wird vom Auto überfahren, überlebt man. Genau. Angeschossen, überlebt man. Fällt vom Silo, aber überlebt man. Reißt seinen Arm aus und erschlockt die damit, wenn es passiert. Gott. Das war auch gut, weil ich lasse uns jetzt in Ruhe. Ich bin seit 15 Jahren hier und ich kam noch nie hier raus. Bam! Sehr stark. Und denkst du so, ja, alles klar, und dann ordentlich Arm ausreißen und erschlagen damit. Das mögen wir. Ja. Deswegen mal. Wo sie zum Beispiel auch ziemlich cool fand, noch, diese Tess versucht ja, nachdem es rauskommt, bei die Polizei quasi zu informieren, was los ist. Das ist auch gut, ja. Ja, und sie schaut halt auch auf die Zeit, die sie da im Keller verbracht hat, schon ganz schön fertig aus. Und die Polizisten da, die nehmen sie quasi überhaupt nicht für voll und meinen, das ist ja so ein Penner wie alle anderen auch, die da rumstreifern. Und ja, glauben im Endeffekt nicht und schirmt das alles drauf, dass sie quasi wahrscheinlich auch gerade einen Film schirbt oder was. Und gehen dem Ganzen nicht wirklich nach, kriegen den nächsten Notruf und fahren weiter. Also, wenn das wirklich so ist, liebes Detroit, dann leck's mir am Arsch. Ja, das habe ich mir auch gedacht. Das ist dann für später bei meinem Fazit auf jeden Fall eins von den nicht so tollen Dingen. Wobei man es aber irgendwo verstehen kann. Also, wenn du jetzt einfach mal anschaust, wie die da herkommen, in welchem Viertel, dass die unterwegs sind, mit was für Leuten, dass die wahrscheinlich Tag für Tag zu tun haben, kann ich mir schon vorstellen, dass dann heißt, schon wieder so Junkie-Tante, hau ab. Ja. Mir hat ein Spezi geschrieben, nachdem er den Film angeschaut hat, das mit den Cops war ein wenig ein Krampf. Dann habe ich mir so gedacht, weiß ich jetzt nicht. Ich habe dann noch mein Nachbar, der hat in Detroit eine Zeit lang gearbeitet und der hat eben gesagt, da ist wirklich so. Also Detroit war ja mal so eine Autohochburg, Autofabriken technisch. Kenne ich mich nicht aus, wenn man da sagt, ich bin kein Autofreak. Nicht. Auf alle Fälle hat der halt gesagt, dass es wirklich so ist, dass in bestimmte Stadtteile, da wenn die jemand anruft, da kommt keiner. Also das ist nicht so bronxmäßig, sondern da fährt einfach keiner rein. Also das ist, wenn du wirklich da anrufst, in bestimmte Stadtteile die von Detroit fährt da keiner hin. Also das muss wirklich so sein. Schraufer City sagt man übrigens im Fachjargon. Schraufer City. Das kann ich ja nur verstehen. Also das habe ich auch schon gehört, dass da manche Viertel gibt, da kannst du davon ausgehen, dass dann, wenn du der Polizist bist oder einfach nicht der eine passt, erschossen wirst. Aber die waren ja da schon. Also sie waren ja auch bei ihr. Ja, aber sie hat ja keinen Schlüssel nicht. Sie kann da wieder irgendwas behaupten, wo es haltlos ist. Naja. Sie hat ja nichts, mit dem man sie ausweisen kann.
Und sie schaut maustert fertig aus. Die haben erstens voreingenommen und sie kann nichts beweisen. Dann sagt er natürlich, weißt du was, die spinnt wie alle anderen, auch die letzten 30 Anrufe, die wir gekriegt haben. Wieder eine. Sie hat auf jeden Fall kein Glück. Also so viel kann man auf jeden Fall nicht, schon mal sagen, ja. Und ich finde es also cool dann eben, wenn es dann weil ihr gelingt ja dann die Flucht. Sie ist ja voll nett. Sie möchte dann einen AJ da wieder rausholen, obwohl es weiß, was los ist. Fährt eben, wie der Corby schon gesagt hat, die Mutter überlebt Autounfälle. Sie fährt nämlich die Mom zusammen, holt einen AJ raus, möchte mit ihm flüchten. Dann hocken sie beim Senior Penner und während er dann mit seinem eigenen Arm da geschlagen wird, sagst du mal, wie hilfsbereit der Justin oder der AJ halt wieder ist, der noch sagt, er weiß nicht, ob er ein schlechter Mensch ist oder ob er ein guter Mensch ist, der was Schlechtes da hat, er möchte es auf alle Fälle wieder gut machen. Und in dem Moment, wo die Mom durch die Wind durchbricht, läuft er davor und lässt die angeschossene, muss man auch noch dazu sagen, die angeschossene Tess einfach liegen. Ja. Er ist wirklich ein Gentleman alter Schule. Ja. Ja, da habe ich also viel lachen müssen, wie schnell er so, oh fuck, steht auf und läuft davor, obwohl er noch 1 Sekunde davor gejammert hat, oh, ich möchte das alles wieder gut machen, ich habe einen Fehler gemacht und es tut mir so leid. Er ist der Hinterletzte. Ja. Er ist echt der Letzte, aber er kriegt ja noch mehr eine Chance zu beweisen, dass er der wirklich allerletzte ist, wenn er dann, wenn man dann mal aufs Silo aufgerumpelt, was passiert denn da? Das Finale am Silo und das ist für mich leider der Schwachpunkt vom Film. Da möchte er leider wegen Faye. Also das war bis jetzt irgendwie so eine geerdete Geschichte und jetzt muss er auf einmal so viel Action mit einbauen. Ja, geerdete, ja, genau. Ja, du hast nichts Übernatürliches großartig drin. Generationsübergreifender Inzucht. Ist ja nichts Übernatürliches. Du weißt ja nicht, was die für Stellungen gemacht haben. Vielleicht war das ganz geerdet. Haut's doch ab. Auf jeden Fall war mir das im Vergleich zum Film, da hat es dann so richtig geheißen, okay, wir brauchen jetzt am Schluss noch mal so einen richtigen Kabau. Und dann haben sie aber da oben und dann dieses Runterfallen von diesem Silo und die andere springt dann nach und ist aber dann unter ihr. Das war jetzt ein wenig käsig. Also das hat den Film leider die Höchstnote bei mir gekostet. Und beide überleben. Ja, also die Mutter sowieso, die meine, kannst du mit dem 40-Tonner drüber fahren und die sagt, ja, wir waren das noch. Aber wie gesagt, dass sie dann die andere schon runtergefallen ist und dann springt die Mutter nach und die andere liegt da immer nur auf ihr drauf. Ich dachte, ja, weil das ist ganz physikalisch richtig. Die ist ja dann auch gleich neu gesprungen mit Schwung. Die hat richtig Schwung geholt. Schießt also durch das, dass er schwerer ist, schneller nach unten und hat sie dann im Sturz um sie geschlungen und den Sturz abfedern können. Hätt's alles nicht braucht. Geht alles. Ja, der Corby, wenn das mit die Bullen nicht kapiert, dann ist er der Depp, aber wenn du die Physik nicht kapierst, ist das kein Depp, oder wie? Ja, da muss man studiert haben, Alter. Nein, da muss ich einfach nur PCB in der 5. Klasse gehabt haben. PCB? Wow. Jetzt sind wir wieder Droge. Ja, das cool. ist, ich lasse ihm durchgehen, es ist ein wenig komisch, das sage ich schon, aber ich lasse ihm durchgehen, weil dafür dann das Ende, wenn es dann unten sind, wieder richtig geil ist. Ja, weil man muss ja dazu sagen, also die Tess, die fliegt ja nicht einfach so, sondern der AJ sagt dann, ich kann entkommen und gibt ihr einen Renner, damit sie runterfällt, weil er halt davon ausgeht, hier, oder er sagt ja, glaube ich, sogar, los, da ist dein Baby und schmeißt sie runter und Mom springt nach und der AJ meint, er kann ihn abhauen und geht runter und sagt, dass die Tess immer noch lebt. Aber nicht nur die Tess, sondern auch die Mutter. Ja. Und dann kommt eine ganz schöne Szene. Und die hat dann, da soll ich dann, ja, weißt du was, dann soll es kurz so gewesen sein. Kann man jetzt die Frage stellen oder nicht? Das nächste Mal, wenn ich meinen ehemaligen Physiklehrer trifft, dann frage ich, ob man das zusammenrechnen kann, ob das ausgeht. Aber so nehme ich es jetzt einfach hier als gegeben, dank der tollen Augen ausquetsch und Kopf auseinanderreiß-Szene. Ja, weil, die rührt so richtig rum. Richtig schön. Also das hat noch nicht gelangt, dass er ekelhafte Titten im Maul gehabt hat, der AJ, sondern sie druckt ihm damit so riecht, aber mit dem Augenbart, der dann rauskommt. Also, ich glaube, schönere Augen-Ausquetsch-Szene haben wir noch nicht gehabt, oder? Wie war die bei Halloween Kills war auch nicht schlecht, gell? Ja, die war nicht schlecht, ja. Game of Thrones? Oh, ja. Ja, stimmt, da haben wir auch so, die war auch gut, ja. Evil Dead natürlich, der Tanz der Teufel, die war auch sehr schön. Die war auch sehr schön, ja. Also die spielt auf alle Fälle in die Top 10 der tollen Augenausquetsch-Szenen. Und dann hast du deine Finger in die Augenhöhlen drinnen, was tust natürlich, brichst den Kopf wieder mit auseinander. Ganz klare Sache. Sehr schön. Ganz klare Sache. Zauberhaft gewesen, also wirklich zauberhaft. Und dann kommt also ein Moment, wo ich sage, okay, jetzt hat man wegen so den Rhythmus gefunden und dann geht die Tess mit der Mutter in den Sonnenuntergang. Auf der Mutter. Genau. Okay. Sie sagt dann, Mensch, Mom, komm, geh mal heim. Jetzt haben wir es. Ja. Das war der Wahnsinn. Das ist eine Szene, die dann kommt, da tut mir die Mom direkt leid. Ja, ich wollte es eben gerade sagen, bevor mich der Corby so nett unterbrochen hat.
der AJ ja quasi gekriegt, was er verdient hat, und dann kommt diese Szene, wo ihm die Mutter richtig leid tut. Also da muss ich wirklich sagen, haben sie es auch noch zusammengebracht, dass dieses Ungetüm noch so menschliche Züge kriegt. Und das ist wieder so ein Pluspunkt vom Regisseur, wo ich sage, ja, der hat's wirklich drauf. Schön. Ja. Weil sie möchte dann der Test einfach nur helfen und möchte es wegbringen, und die sagt, ich kann nicht, und dann holt sie die Knarre ins Gesicht, und während sie die Knarre im Gesicht hat, macht sie so, und ich so, oh nein, das ist doch so brave Mom, lass dir halt helfen, die hat eine gute Muttermilch, ja. Und ja. Reichlich, ja. Das war, ich habe mir auch gedacht, das ist, weil sie kann ja eigentlich nichts dafür, man muss ja dazu sagen, die Mutter kann ja eigentlich nichts dafür für das, was sie ist. Ja. Und sie muss aber dann trotzdem da das Zeitliche segnen. Ja. Viel überleben in dem Film nicht. Also, das muss man schon sagen. Eigentlich nur die Tests. Ja. Weil der Richard Brake, der übrigens die Rolle des Frank spielt, der auch noch sterben. Ja, das sucht das über selber aus. Und zurecht. Ja. Aber der ist auch gut weitergewinnt, da in die Depp. Absolut. Ja, ein schöner Film. So endet generationsübergreifende Inzucht. Ist übrigens wirklich tolle Bezeichnung. Geerdeter generationsübergreifender Inzucht. Bitte. Also, und Corby, was war jetzt dein Problem mit dem Film? Das mit den Polizisten hat mich genervt, wirklich, als das dann kam. Und dann eben diese mehr oder weniger fast unglaubliche Unverwundbarkeit der Mutter. Da hätte ich ehrlich gesagt das besser gefunden, wenn mehrere von diesen Inzuchtviechern da unten wären. Und wenn es 3 oder 4 sind. Du wolltest nur noch mehr Inzucht sehen, gibst du? Und ja, Inzucht 6 Szenen wollt ihr singen. Ich hab ja gesagt, also der hat ja da über Jahre mindestens 40 Frauen vergewaltigt. Das heißt, wenn die alle nur Kinder gehabt haben. Also ist ja auch interessant, dass dann nur die eine überlebt hat. Ja, die werden die restliche verrammt haben. Den Rest gegessen haben. Das ist wie beim Katzelwurf. Ach, jetzt ja, Kim. Katzel hat's gegessen. Nein, sonst piept man die aus, ja? Frisst die Katzel, wo kein Mensch muss hören. Ja, aber gemütliche Babyfackerl essen, oder? Babyfackerl? Ja, am Ende wird dann Google das ganze Video rausschmeißen aus YouTube. Google versteht ja nicht mehr, was ein Hirkskatzel ist. So, Ruhe. Ja, also, wie schon gesagt, das hat mich halt gestört. Also, okay. Ist das jetzt schon mein Top und Flop, oder was? Ja, schon. Nein, mir hat es einfach interessiert, weil können wir gerne machen, aber mir hat es jetzt einfach interessiert, weil was man jetzt an dem Film sagen kann, ist... Die Unsterblichkeit dieser Mutter, okay. Das ist mein Flop. Okay. Top ist für mich eigentlich der komplette Anfang. Gerade die erste Nacht, wo sie dann da drin schläft und auf einmal feststellt, boah, fuck, jetzt ist die Tür offen, da hab ich mir schon gedacht, leck, da beilt's wieder nicht mehr gleich. Und vor allem, wenn du dann siehst, okay, der Keith schläft ja wirklich nur und murmelt im Schlaf und was weiß ich. Und du weißt ja nicht, oh Gott, was hat jetzt die da beobachtet oder wer? Also ich habe wirklich jetzt erst gedacht, da ist nur jemand anderes im Haus, aber ich habe halt nicht sofort an irgendwie ein Monster gedacht oder so. Das fand ich auf jeden Fall geil. Ja, das ist da klingt mir jetzt einfach schnell ein, weil das Top ist ähnlich zu meinem, weil man eben einfach nicht weiß bei dem Film, um was eigentlich jetzt halt geht, weil also die komplette Überraschung, die ganzen Überraschungen, die der Film parat hält, sind mein Top, weil sowas habe ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal vor dem Film so ständig überrascht worden bin und auch irgendwo ein bisschen in die Irre geführt worden bin die ganze Zeit mit dem, dass mir erstmal, okay, das ist jetzt sicher so, er ist jetzt ein Verrückter, nein, ist er doch nicht, dann gut, dann ist es irgendwas Übernatürliches, nein, ist es doch nicht, also das fand ich, mein Top ist wirklich so die ganzen Überraschungswerte, die der Film dabei hat. Und Flop ist da schwer für mich, aber dann sage ich, diesen Silo-Sprung, den stelle ich jetzt einfach mal in Frage. Ich bin in wegen Physik fast sitzen geblieben, da kann ich es nicht 100%ig sagen, aber ich stelle es jetzt einfach mal in Frage und nehme das als mein Flop her. Ja. Dann Professor Mike. Na, ich hab's alles gesagt. Mit dem Ding hast du mir jetzt einfach noch geschmerzt mit dem Silo, danke Conny. Na, also, dann sage ich weiß noch völlig andere gute Sachen. Also, atmosphärisch eine Bombe. Also eine Bombe, dass ich wirklich seit langer Zeit nichts mehr gesehen habe, das mich so mitgenommen hat, bis auf Fall. Und hat mich auf eine andere Art und Weise fertig gemacht, aber der war wirklich atmosphärisch, war der Film eine absolute Granate. Und dann dieser Mix aus Psycho-Horror und Creature-Feature, dieses Switchen im Film, super geil. Und ja, wie gesagt, das Negative ist bei mir das Ende. Nicht das Ende, aber dann so dieser Action-Part vom Ende. Ja,
Das war eher so mein Lowlight. Ich habe wieder von anderen Leuten gehört, die gesagt haben, ja, okay, kein Mensch darf da wieder reingehen und so. Ich habe mir auch gedacht, ja, sie ist halt einfach ein netter Mensch, lasst sie halt einfach. Ja, ich finde das sowieso immer so geil, wenn man sagt, kein Mensch verhält sich so. Na, du verhältst dich nicht so, aber das ist ein ganz anderer Charakter. Sau bist. Ja, genau. Aber viele Leute verstehen da nicht, dass man, oder das ist meine Auffassung bei ganz vielen Sachen, wenn es immer heißt, ja, keiner tut das. Na, du tust es nicht. Aber nur weil es du nicht tatst, heißt es nicht, dass es diese Person nicht vielleicht auch tat, weil sie mich ja, wie du schon sagst, sie ist halt nicht, sie mich am helfen, sie sagt ja, ich lass den da nicht zurück. Ja. Und der andere sagt halt, oh fuck, und lauf davon. Ja. Genau. Ganz nett ist momentan ist verleiht die Fangoria wieder einen Chainsaw Award 2023 und da ist Barbarian mit ganz vielen Kategorien vertreten. Also wenn euch der Film auch gefallen hat oder was, könnt ihr gerne auf Fangoria noch mal schauen, weil wenn die Folge rauskommt, läuft diese Umfrage noch und vielleicht kriegt er noch ein paar Preise und dann kriegen wir vielleicht entweder eine Fortsetzung oder nochmal mehr schöne Filme vom Zach Cregger. Schöne Filme mit generationsübergreifender Inzucht. Auch gern, wenn es so endet wie da nachher, bitte. Und geerdet. Vergiss nicht immer, dass es geerdete, generationsübergreifende Inzucht ist. Wahnsinn. Aber das ist jetzt eigentlich auf ein Blu-ray-Drucker, wenn da mal eine kam, wenn er nicht bei Disney Plus jetzt da versauert, dann kann man den Spruch quasi auf die Blu-ray draufdrucken. Das ist super. Das ist lang überfällig, dass einmal von uns ein Zitat auf irgendeinem Film draufsteht. Aber unbedingt. Solange es nicht von mir ist, weil da kriegen die Filme automatisch FSK 18 wegen meinem Zitat dann wahrscheinlich. Aber ansonsten ist es lang überfällig. Und die landen dann in der Schmuddelecke vom Internet. Bei der Pornoabteilung kannst du es dann holen. Genau. Neben einem Analkammersutra steht dann Barbarian wegen am Kantersheim Zitat. Und der Triple Threat, also wir haben ja vorhin schon gehört, das erste Tier, unsere lieben Titten, die sind ja auf jeden Fall mit einem großen Check. Ja, äußerst präsent, sehr schön, sehr schönes Ding. Das Häkchen mit dem Edding gemacht. Aber richtig und ein bisschen ohne zuzelt. Aber haben wir mir Trompeten auch gesehen? Nein. Nö, keine Trompetas. Und tote Tiere? Haben wir meine auch keine. Na. Außer man möchte der Mutter das Menschsein absprechen. Na, das ist gemein. Aber da müsste man ja wieder über die Titten reden, weißt du? Kann man nicht, okay. Das ist gemein. Ich wollte nur fragen. Ich wollte nur fragen. Muss die schon entscheiden. Na, passt. Sie ist auf alle Fälle ein Mensch und tut uns leid am Schluss und das passt. Also keine toten Tiere, keine Trompeten, aber Titten noch und nöcher. Also da muss auf jeden Fall der Zach beim nächsten Mal sich ein bisschen besser orientieren. An unsere informieren an unsere Triple Threats. Ja. Das nächste Mal männlichen generationsübergreifenden männlichen Mann, ja. Der halt dann, was weiß ich, bis zu die Knie hängenden Schworfen umeinander schleudert und dann sind wir wieder in dieser Porno-Ecke, ja. Oder bei er soll ja kein Penetrieren damit, er soll nicht umeinander hängen. Vielleicht etwas stillen damit, das kann man schon schauen, aber mit diesen Bildern entlassen wir euch ins Wochenende. Genau, absolut. Richtig. Also ich wollte übrigens noch erwähnen, da wir ja unser Intro ein bisschen anders gestaltet haben wie sonst, ist mir das nicht gestattet worden. Hey, das ist die erste reguläre, normale Filmfolge, die wir seit langem aufgenommen haben und auch die erste in dem Jahr. Wow. Alter, das ist schon brutal. Also wir haben der Januar war einfach nur mit Sonderfolgen und die war Lex voll gepackt. Das ist schon krass. Ja, man muss aber auch sagen, wir haben ja unsere Gaming-Folge jetzt dazu, die jetzt auch normal werden sollte. Oder soll. Die ist halt jetzt nur dazu gekommen. Drum ist Barbarian unser erstes. Und ist aber auch seit langem mal wieder zu dritt über den Film, oder? Das stimmt. Ja. Das ist schön. Ist fast wieder unangenehm. Ja, mich nervt's peinlich berührt. Mich nervt's ein bisschen, muss ich sagen. Mich nervt's ein bisschen. Dann vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns natürlich über Kommentare. Sagt uns, was ihr von Barbarian gehalten habt. Und von diesem Meisterwerk vom Zach Cregger. Und was ist von geerdeten, generationsübergreifender Inzucht heute, das darf uns auch interessieren. ist nicht jedem seine Sache, das wissen wir. Ja. Aber schreibt es in die Kommentare drunter. Oder von gut aufgeräumten Kellern.
Genau, das ist immer ganz wichtig. Ordnung ist das halbe Leben. Und wenn es eine Straße lang fährt, wo nur eine Straßenlaterne geht, bleibt es nicht stehen und fährt weiter. Dann wisst ihr, dass kurz vor Mike seinem Heisel sitzt. Weil das ist ein Mike sein Heisel. Oder so, ja. Also dann vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim besten Podcast der Welt. Nicht vom Geheimkeller im Geheimkeller? Doch, Oder von der Barbary Street. Oder da, ja. Kann das sein. Tschüss! Servus!